Scheißwetter. Hey, Was kann uns sie eigentlich beibringen? bring mir was bei. Stärke und Geschicklichkeit. Okay, also es kostet schon 10 Lernpunkte. Müssen wir erst einmal schauen. So, jetzt pass auf. Stärke haben wir 56, Geschick 31. So ein Mistwetter. Sauwetter. Waffen haben wir. Was für welche? Hey, bring mir was bei. Nehmen wir mal Geschicklichkeit. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Genau. So, dann brauchen wir noch deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Ach so. Aber Rüstung können wir eh brauchen. Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen, aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz, aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zures am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Wollen wir uns Geld leihen? Das höre ich zum ersten Mal. Mich brauchst du das nicht. Wollen wir gehen? Hat er doch vorher gewusst. Wo wollten wir denn mit Lare Siege? Das weiß ich gar nicht mehr. Wo hast du das denn schon wieder her? Treibt denn die da? Scheißwetter. Gut, dann schauen wir mal zum Martin. Da fährt keiner was. Das will doch keiner wissen. Ich glaube nicht, dass ich doch was sehe. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Vielleicht kann uns der weiterbringen. Das soll er wirklich nicht verdienen. So, Martin. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Und, was noch? Das ist alles. Das reicht noch nicht. Das könnte fast jeder im oberen Viertel sein. Sieht so aus, als müsstest du der Spur der Banditen und den gelieferten Waffen noch weiter folgen, bis wir wissen, wer dahinter steckt. Vielleicht solltest du noch mal mit Vatras sprechen. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So, wir haben Stärke 56. Wir könnten uns das Paladin-Schwert leisten. Allerdings müssen wir unsere Stärke ausbauen. Und das machen wir auch. Die Degen verkaufen wir. So, jetzt brauchen wir allerdings Stärke, denn wir haben 56 und das Paladin-Schwert braucht 60. Das ist wirklich nicht mein Problem.
Das hätte er auch selbst. Meinst du, mir geht es besser? Genauso wie du sagst. So, Laris, wir brauchen nur deine Hilfe. Hey, du. Das hat er doch vorher. Bring mir was bei. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ach so, Genauso wie du sagst. wir brauchen nur 10. Wir können nur abwarten. Haben wir nur 10? 5. Gut, dann haben wir uns wieder Eigentor geschossen. Aber das macht nichts. Wir können nur abwarten. Müssen wir uns heute noch ein bisschen gedulden. Schauen wir mal zum André. Vielleicht weiß der noch irgendwas. Und wegen den Waffenhändler, da hat es geheißen, F ist geritzt in den Knauf vom Degen. Und es muss irgendeiner aus dem oberen Viertel sein. Hey. Ich will das Kopf... Gut, da haben wir nix. Schauen wir mal weiter. Und zwar noch mit so Watras, oder hat der vielleicht auch bessere Waffen? Oder Nick. Gut. Heute und zu Matteo wollten wir schauen, wegen der Rüstung. Denn die Rüstung von der Miliz ist ja nicht die ihr Bewohner beste. von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht bist ein folgender Sträfling Erlass. Ja. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten. Alles glauben, was Jeder man hat hört. sich ab sofort in den Fertigkeiten des... Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wo ist denn der Watras? Die Probleme habe ich kommen sehen. Wenn ich es nicht mit Ach, der eigenen betet Augen doch, gut. gesehen hätte. Es war Auf den können wir genauso, gleich wie du zurück. sagst. Jetzt rennen wir erstmal zu Matteo. Er redet einfach zu viel. Und der, glaube ich, ist da erinnert. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl da lassen. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat ich allzu viel zum Anbieten. Okay, wer ist das? Rupert. Was treibt denn der da? Hey. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Zeig mir deine Ware. Mhm. Lebensmittel. Ja, brauchen wir nicht. Und da hinten waren wir mal nicht schon. Da haben wir nämlich schon geplündert. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da waren wir nämlich schon. Und haben fleißig ausgerammt. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nämlich zu Watras.
Und im oberen Viertel, F, da haben wir doch Fernando getroffen. Ist denn der Typ, der die Waffen verkauft? Hey, du. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladin... Ja, kennen wir doch schon. Das will doch keiner mehr. Das höre ich zum ersten Mal. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich kann das nicht glauben. Okay, jetzt gehen wir. Leute gehört. Jetzt schauen wir nochmal in die Quests rein. Das ist kein Geheimnis. Riror Diankon, der Wassermagier, kann meinen Irrlicht beibringen, nach mehr Dingen zu suchen. Nur wo ist der Typ? Ach so, da waren doch... Das ist wirklich nicht mein Problem. Beim Weidenplateau waren noch Banditen. Und die kannten eventuell auch Hinweise haben.